Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das hier ist unser XL Journal. Das ist ungefähr A4 gross. Und ich habe gedacht, ich brauche jetzt auch noch Tags für da drin. Und was würde sich da besser anbieten als XL Tags? Ich finde die extrem cool. Ich muss gerade schauen, dass sie überhaupt in mein Bild reinpassen, weil die so gross sind. Also selbstverständlich sind sie ein bisschen kleiner als das Buch, damit man sie dann auch noch drin tun kann. Also das heisst, nicht ganz A4 hoch. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie ich das gemacht habe. Und zwar sieht es auf einer Seite so aus und auf der anderen Seite so. Ich habe das ein bisschen dekoriert. Da habe ich jetzt mit ein bisschen Washi-Tape und mit verschiedenen Kleberli und mit so einem schönen Bild natürlich in der Mitte. Auf dieser Seite habe ich auch ein ganz hübsches Bildchen und ich habe es auch noch ein bisschen mit Kleberli, mit Washi und mit einem kleinen Spitzenrändchen dekoriert. Also es ist recht schlicht. Oben habe ich noch ein grosses Loch hineingestanzt, damit wir da noch ein hübsches Bändchen anmachen können. Genau, und ich habe mir jetzt hier natürlich ein bisschen Papier parat gemacht und dann könnten wir doch jetzt noch zwei Sättige miteinander machen. Für das Erste hätten wir hier mal auch das braune, also ein bisschen stärkere Papier und dann das gemüstertes Papier, das ist eben hinten weiss. Und ja, ich möchte das gerne zusammenkleben, dass das so ein richtig dickes kartonartiges Zeugs gibt. Genau, und dann habe ich mir da gedacht, ich möchte gerne auf dieser Seite, ich kann das vielleicht schnell hier hernehmen, dass man das sieht. Auf dieser Seite möchte ich gerne das nicht mit so vielen verschiedenen Sachen machen, oder vielleicht kommt dann auch noch ein bisschen etwas so drauf, aber da möchte ich gerne so wie einen Hintergrund machen und dann kommt dann das Foto hier drauf. Und auf der anderen Seite habe ich das hübsche Bildchen, wo man dann rundum noch ein bisschen schön gestalten kann. Ich finde, das passt super gut mit dem ganzen Gold, das noch auf dem Papier oben ist. So, das wäre das eine. Und für das andere, das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht wollen. So, jetzt ist gut. Für das andere habe ich das Papier auch mit ein bisschen Gold und das Bildchen drauf. Ich finde auch, das passt extrem gut. Und auf der Hinterseite hätten wir das. Und dann muss ich schauen, oh, es wird ein bisschen knapp. Da muss ich dann halt einfach ein Rändchen reissen. Ich habe hier noch mehr von diesem Papier. Ups. Das heisst, ich habe noch ich habe noch ein ganzes Buch von diesem Papier. So, einmal so, einmal so. Reissen wir da so ein kleines Rändchen für rundum. Und dann sieht doch das auch ganz schnussig aus. Gut, ich würde sagen, ich würde gerne mit dem gerade anfangen. Und als erstes muss ich das natürlich jetzt mal zuschneiden. Ich habe gedacht, ich klebe es noch nicht zusammen. Ich klebe es dann erst zusammen, wenn wir es zugeschnitten haben. Also, und ich mache es ungefähr, muss ich schauen, dass ich da im Bild bin. Bin ich nicht richtig. So, ich mache nicht das Ganze drauf. So, ungefähr so breit wie das. Ich glaube, es ist gerade genauso breit wie das gewesen. Wie da mein Lineal. Oder so breit, wie man dann auch immer Lust hat. Und dann schneide ich das mal ab. Ui. Und jetzt nehmen wir noch die Höhe ungefähr so hoch da. So, das muss auch nicht genau gleich gross sein, das ist mir jetzt noch so egal. Gut. Und jetzt, ich habe da jetzt beim letzten Mal einfach so ungefähr, wie ich das gefunden habe, könnte das noch etwa so gut sein. Da ein bisschen abgeschnetzelt.
Das muss ja auch nicht höchst perfekt sein. Ich muss einfach schauen, dass die immer noch schön aufeinander oben sind. Und jetzt ist ja das Praktische, kann ich einfach die Ecke, die ich hier abgeschnitten habe, nehmen, umkehren und hier auf diese Ecke drauflegen. Zack. Und dann ist es genau gleich wie auf der anderen Seite. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Und ist jetzt das etwa gleich? Ja, ziemlich. Ziemlich. Komm, wenn wir schon gerade am Zuschneiden sind, machen wir das auch noch gerade. Also, dann leimen wir doch jetzt das mal zusammen. So, dann machen wir doch jetzt hier auch noch gerade ein Loch rein. Und ich habe gefunden, ich kann das gut mit dem hier machen. Der ist 1,6 cm steht da drauf. Ja. Ist zwar schon ein bisschen gross, man könnte sicher auch ein kleineres machen, aber ich finde es cool. Ups. Dann kann man nämlich nachher auch ein dickes Bändchen reinfädeln, ohne dass es ein Gewurst gibt. Und ich messe mir das nicht ab. Ich mache das einfach Handgelenk mal Pi, so ein bisschen nach Augenmaß. Zack. Gut. Jetzt werden wir das doch noch inken. Ein bisschen. Dann habe ich das Walnutsstein. Und inken wir da einfach einmal rundherum und durchs Loch durch. So, jetzt was ich noch gemerkt habe, ist, das hier ist einfach wirklich so ganz schwarz-weiß, das Bild. Und ich möchte das gerne so ein bisschen brünlicher haben. Es ist so wie bei dem, das war auch ganz weiß gewesen. Ganz schwarz-weiß und ich habe da einfach ein bisschen drüber reingeginkt, dass das ein bisschen besser passt. Und für das nehme ich natürlich gerade das Vintage-Foto, weil das doch genau die Farbe dann abgeben sollte, die ich gerne hätte. So, ich gehe auch über das Schwarze drüber, weil sich das natürlich dann auch ein bisschen brünlicher dann anfühlt und nicht so kalt. Es gibt ein bisschen etwas wärmeres Schwarz. Wenn das überhaupt existiert. Ja, das ist ja schon viel besser jetzt. Nur den Deckel nicht vertäuschen, sonst habe ich das Problem. So. Jetzt ist das ein bisschen zu gross, was ich mir dazu gerissen habe. Wir müssen das ein bisschen schmäler haben. Also hier auf jeden Fall noch ein bisschen abreißen. So. Dann noch ein bisschen zu hoch. Also nehme ich hier noch ein bisschen drauf. Jetzt geht ein bisschen viel kommen. Ja, noch. Ja, so ist gut. Der ist halt hier ein bisschen schräg, das ist mir gleich. Also, dann inken wir doch die zwei Sachen auch noch. So, oh wow, ja, das gefällt mir jetzt aber. Das sieht recht hübsch aus. Jetzt wollen wir noch schauen, was wir hier noch so haben. Ich habe hier noch so schwarz-weisse Kleberli. So irgendwas mit ein bisschen Geschriebenem und ein bisschen Sommervögel. Und was ist das denn da? Keine Ahnung.
Gesichter wollte ich nicht unbedingt. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Das, oh ja, das wäre jetzt aber auch noch schön. Da sieht man ihn nicht so gut. He? So, oh, seht ihr etwas? Mal schauen, dass ich im Bild bin. Und vielleicht noch ein paar Blümchen. So, da hätten wir noch so weisse. Das würde vielleicht beim anderen ein bisschen besser passen. Ich tue es mal auf die Seite. Oh, schau mal, das wäre ja hübsch. So fein. Und da habe ich sogar noch etwas Orangiges. Oder noch ein bisschen feiner. Ja, das ist ein bisschen zu leuchtig. Oh, da haben wir etwas ganz Feines anstatt das. Oh ja, das gefällt mir fast ein bisschen besser. Und dann noch das eine oder andere Sommervögel, so etwas ganz Feines. Oder ist das ein bisschen too much? So. Oh, ich glaube, ich finde das noch hübsch. Das ist ein bisschen schlicht. Aber ich finde das gut. Komm, ich lege das jetzt mal auf. So. Das ist jetzt mal ein bisschen schlichter oder das, ein bisschen weniger wild. Aber ist auch schön. Gefällt mir gut. So. Jetzt kommt diese Seite noch dran und da hätten wir noch das wunderschöne Pfauenvögel. Und was wollen wir hier machen? Wenn wir hier irgendein Rändchen mit Washi-Tape, hat hier auch der mit den goldenen Tüpfeln, würde natürlich noch recht schön aussehen. Da haben wir noch so etwas in dieser Art, das wäre auch noch recht schön. Oder dann so etwas. Ja, wieso nicht? Ich glaube, das würde auch noch gut dazu passen. Ja, ich glaube, ich bin bei dem. Da haben wir noch so ein feines Rosarot. Oh, das ist ja ganz hübsch. So, jetzt haben wir ein bisschen verschiedene Breite. Ich inke jetzt hier einmal schnell rundum und klebe das auf. So, jetzt, ich finde, hier bei diesen Federn, da muss doch wirklich irgendetwas Spitzenmässiges herkommen. So. Und dann hätten wir doch hier noch so ein Rändchen. Ich mache es nicht so hoch. Nicht so hoch, habe ich doch gesagt. So. Oh, ich will hier das Goldige drauf haben. So. Genau. Das soll da bleiben. Und kommt, dann machen wir doch noch so eins.
auch noch gerade da. So, und dann da, ich wollte nicht unbedingt über die drüber kleben. Wie wäre es denn so? Und nachher stand sie dort noch einmal das Loch. Und da noch auf dieser Seite. So, oh ja, das finde ich jetzt aber noch schön. Überall ist ein bisschen goldig, überall glitzert es ein bisschen. Jetzt schauen wir mal, ob ich das hier schaffe, auszustanzen. Aha. Doch, hat geklappt. Jawohl, jetzt könnten wir doch das noch... Nein, das hat hier... Ist hier abgehackt. Sonst hätte ich jetzt den noch immer draufkleben können. Oder soll ich trotzdem? Da. So, dass man da nicht sieht, dass das dort abgeschnitten ist. So. Oh ja. Hey, das gefällt mir. Auf dieser Seite ist es recht ruhig und da ist es ein bisschen wilder. Jetzt brauchen wir noch ein hübsches Bändchen für dran. Und ich glaube, ich nehme hier auch gerade das, oder? Ich glaube, ich nehme das. Zack. Hätte jetzt auch ein breiteres dürfen sein. So. Aber ich glaube, das ist gut. Ist ein bisschen zu lang. No. Nein. Nein, das ist gut. Hey, ich bin zufrieden mit dem. Ich glaube, ich schneide die hier noch ein bisschen schräg ab. So. Voilà. Gut, hey, das ist doch schön. Passen gut zusammen. Jetzt kommt noch da. Da hat es mir ein kleines Geschmier gegeben. Das da und das da. Komm, ich will zuerst diese Seite machen. Also komm, dann zuerst mal den Hintergrund. Oh, Ich glaube, ich mache es so. Ja, das kommt, glaube ich, ein bisschen besser. Zuerst ein bisschen falten und dann reissen. Dann ist es immer noch, wenn ich es nicht ganz fest falte, ist es immer noch ein bisschen unregelmäßig. Ja, aber es kommt ein bisschen besser. So. Jetzt tun wir da das noch weg. Und das auch noch weg. Gut, da ist es eigentlich ein bisschen schöner gerissen. Wieder hier. Also, hier auch noch. So. Super. Ganz toll gemacht. So möchte ich es gerne haben. Genau, und das, ich glaube, ich tue hier auch rundum einmal reissen. Ja, so ist gut. Mama, das ist gut. Das ist doch prima.
Dann lieben wir doch das Zeug auch gerade wieder. So, jetzt hätte ich sich noch inken. Kommen wir wieder mal wahnsinnig früh. Aber jetzt wollen wir auch schnell schauen, ob das so noch irgendwie ein bisschen möglich ist. Hier wenigstens ein bisschen in dem Rändchen noch. Ja, schau mal, das sieht gar niemand, dass wir das nachher gemacht haben. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da auch noch irgendwie etwas Hübsches drauf bekommen. Das ist ein bisschen zu kitschig, aber ich glaube, das wäre noch recht hübsch. Oder soll ich mir das für die Rückseite aufsparen? Oder geht es da schon fast ein bisschen unter? Nein, das wäre zwar da jetzt auch noch schön. Wo ist jetzt das Bildchen hier? Genau, ich glaube, ich spare das Blümchen hier für das auf. Und jetzt wollen wir uns zuerst mal diese Seite hier weitermachen. Hier hätten wir noch so eine Uhr, das würde doch auch noch recht gut passen. Ich frage mich gerade, ob ich auch noch etwas mit Washi-Tape machen will. Wie wäre es mit dem? Das hat auch noch so Gold. Ja, vielleicht da unten. Da unten. Da war es irgendwie schon ein bisschen abgerollt, das muss ich in dem Fall ankleben. Ach komm. So. Und komm, dann machen wir doch hier oben auch noch eins. So, das soll jetzt wieder kleben. Eigentlich. Jetzt ist es krumm. So. So, und dann habe ich doch beim ersten... Oh nein. Beim ersten hatte ich noch so ein hübsches Waschi. Das da. Das würde auch noch gut passen. Wo ist echt da hergekommen? Aha, da. Ah, so. So. Oh ja. Ui. So, da hat es noch irgend so etwas Zeitungspapiermäßiges. Ah. Da wäre noch so eine herzige Wiese. Das würde auch noch gut passen. Oder vielleicht da oben. Oh ja. So. Oh. Ach, schneide ich das doch einfach ab. Und dann kleben wir doch jetzt das Öhrchen auf da. Oder weiter rauf.
So, da hat es noch ein bisschen Sommervögel. Auch so in dem... Ja, nein. Nö. Dann lieber noch ein bisschen richtige Sommervögel. Mal schauen, was wir da noch Hübsches haben. So etwas. So, da noch so etwas. Genau. Und noch ein Sommervögel, noch eins. Ganzes Weisses, nö. So, ist das zu farbig? Ja, mich dunkt es fast. Schwierig. So, jawohl, jetzt glaube ich, jetzt habe ich es. Oh, jetzt ist es krumm gekommen und jetzt kann ich es nicht mehr wegnehmen. Ja, no. Jetzt ist es halt, wie es ist. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen drüber geklebt. Jetzt muss ich da natürlich wieder ausstanzen. Ich hoffe, das klappt, wenn das noch so ein feines Rändchen ist. Ich muss hier noch ein bisschen ankleben. Das ist nicht ganz verrutscht. Aber ja, vielleicht, wenn das Bändchen noch kommt, merkt man es nicht mehr so gut. So, doch, diese Seite gefällt mir recht gut. Und jetzt kommt noch diese Seite. Die tun wir natürlich auch noch ein bisschen inken, nicht vergessen. So, jetzt haben wir gesagt, das Blümchen hier würde noch schön aussehen. Vielleicht haben wir noch ein zweites. So eins, genau, oder so ein ähnliches. Natürlich nicht. Aber wie wäre es denn mit dem? Würde auch noch gut aussehen, oder? So, ich glaube, das sieht gut aus. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier so machen? Oh nein, das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir schon eher etwas Schlichtes. Wie wäre es mit dem? Oh ja, das finde ich jetzt aber schön. So schneeweiß, das passt jetzt hier aber gerade super. Dann machen wir eins unten und eins oben. Genau, gerade so. Das hätte ich jetzt gerade nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das Schneeweiße so gut passt. Aber doch. So, da können wir gerade bis überleimen. So. Und da ist es etwa so. Das ist da oben geglitzt, das ist aber auch blöd. Na, ist gut. Alles gut. So. Das kommt aber hier rauf, und das bleibt hier unten. Und dann wäre es hübsch, wenn wir hier oben noch ein Sommervögel hätten, oder nicht? Passt das nachher überhaupt nicht?
So. Doch, ich glaube, das wäre doch gut. He? Also komm, machen wir so. Ah, oh nein. Oh nein. Oh, Hilfe. Jetzt ist das einfach abgehakt. Ja gut, also das hier irgendwie anpflümeln. Ja gut, man sieht das nicht. Das fällt glaube ich nicht auf, he? Dass das dort abgehakt war. So. Und jetzt ist noch die Frage, was wir oben für ein Bändchen wollen. Ich habe hier noch so ein mega schönes Bändchen. Das wäre jetzt auch noch hübsch gewesen. Oh, aber weißt du was? Weil das ist eben hinten nicht so schön. Aber das jetzt hier unten, das macht es zwar ein bisschen kitschig, die ganze Geschichte, aber das finde ich passt jetzt gerade so mega gut. Und als Bändchen für oben wäre es glaube ich nicht so hübsch, weil es recht steif ist. Da hat man es fast anbostitschen. Dann machen wir doch das einfach so. Oh ja. Oh, das ist schön. So, das hier müssen wir noch abschneiden. Zack. Und jetzt, was haben wir oben für ein Band? Das mit den Töpfchen. Oder das. Oh nein, ich glaube, ich will das. Das Satin-Bändchen. Oh, wenn ich das schaffe, das aufzumachen. So. Oh ja. Ich habe jetzt zwar nicht geschaut, wie es hinten passt. Vielleicht passt es hinten überhaupt nicht. Naja, geht so. He? Und glätten müssen wir es fast noch. Aber jetzt wird nicht glättet. Ich weiß gar nicht, ob man das glätten könnte oder ob es nachher schmelzen würde. So, und dann schneiden wir doch hier noch einmal so. Ui. Ah, oh nein, komm. So. Und einmal so. Oh, ist jetzt das so? Nein, wieso muss ich jetzt das so verzuseln? Oh, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Komm, jetzt. Und jetzt einfach nicht mehr anlängen. So. Also, da finde ich es extrem hübsch. Es ist recht aufgeräumt und so, aber finde ich super. Und auf dieser Seite auch. Mal, doch, das passt schon auch zu dem Zeugs da. Und da ist es ja so gräulich ein bisschen. Mal, das passt gut. Ich hatte gerade zuerst ein bisschen Angst gehabt, dass es gerade völlig nicht passt. Aber doch, jetzt bin ich gerade recht zufrieden. So, hey, und ich bin auch total zufrieden mit diesen 3 riesen Tags. Haben die überhaupt alle Platz hier? Die sind so gross. Ich habe also schon jetzt auch eine kleine Herausforderung gewesen, die riesen Format irgendwie zu gestalten. Aber doch, irgendwie ist es gegangen. Und ich finde die also auf beiden Seiten mega schön. Und die passen super in unser XL-Journal rein. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!